Guten Morgen und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Und nicht zu irgendeiner, sondern zu einer Podcast-Folge, wo ihr mir schon so lange auf die Eier gegangen sind, dass ich sie endlich machen soll. Und zwar habe ich einen Special Guest bei mir. Nina! Wer ist wieder da? Nina! Finally haben wir es mal machen. Es ist das ist so geil. Es fühlt sich auch wie alte Zeit, oder? Was wärst du seit... doch, du bist jetzt schon lange weg gewesen. Das kann man jetzt eigentlich schon sagen. Ja, also wir unterstreichen. 5 Monate in Hongkong. Jetzt bin ich wieder hier in der zivilisierten Schweiz. Ja. Hast du andere Haare? Nein, ich glaube nicht. Ich weiss es auch nicht. Ich glaube auch nicht. Nein, in der Schweiz habe ich ein paar Strähnchen gemacht. Aber heute geht es nicht um das, oder? Heute geht es um Nina ihre Story. Ja, in Hongkong. Wir dürfen eigentlich gar nicht so viel vorlabern, weil das wird halt wahrscheinlich die längste Podcast-Folge, die wir jemals aufgenommen haben. Du hast wirklich viel zu erzählen. Du hast crazy Shit zu erzählen. Ja. Aber wir starten vorher mit einer Sache, die ich jede Woche mache. Was? Das Lustigste von der Woche. Ja! Yes! Also wir vorher nicht schon besprochen haben, dass wir etwas erzählen. Jetzt, ich habe mir gerade überlegt, so, Scheiße, jetzt habe ich wieder mein Lustigste von der Woche vergessen, ich schwöre. Aber ja, willst du anfangen? Ja, ich immer, wenn ich einen Gast habe, dann wenn ich eigentlich den Gast habe. Ich habe diese Woche habe ich eben auch etwas erlebt. Okay. Ich muss es dir auch schnell erzählen. Ja, let's go. Ich weiß nicht, ich habe sie in der Story gedroppt, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast. Und ich hoffe, nein, es war nicht, ist noch lustiger. Also, okay, was? Ich bin, wann war es? Vorgestern? Doch, am Samstag. Vorgestern. Dienstag. Vorgestern. Juckt nicht, ich bin am Match Schweiz gegen Island. Oh, aha. Ja. Und es war mega geil, wirklich top, sehr cool. Und aber? Ich bin dann am heimgegangen mit dem Can und der Zug ist, wie ihr euch vorstellen könnt, Pumpe fucking voll gewesen. Okay, das weiss ich aber nicht. Okay, ja, erzähl mir. Und ich hatte dann einen Kollegen von mir, also 2 Kollegen von mir vom Gimino angerufen, wir sind dann am Labern gewesen, und der Zug war halt so voll gewesen, wir sind am Stehen gewesen. Ja, und ich bin am Reden, alles toll. Und dann, weißt du, gewackelt mal ab und so, es ist voll easy. Und dann macht der Zug einmal so einen fetten Wusch. Und das ist mir noch nie passiert, ich kann mich nicht mehr heben. Ich gehe einfach auf den Schoss von einem Typ. Und es ist nicht, weißt du, es ist wirklich so ein ich hätte jetzt mal 19-jähriger Typ gewesen. Es ist einfach, was? Ja, es ist einfach komplett awkward gewesen. Ich weiss, ich kann nicht mehr Entschuldigung sagen, ich bin so perplex gewesen. Und es ist, weißt du, wie nicht kurz so abgehockt, sondern ich wirklich voll, wie so ein Romantic-Film. Ja, es ist wirklich, weißt du, so. So, wenn ich auf seinen Schoss geht, Mann. Oh, jetzt habe ich die Kamera verschoben. Nein, ich glaube nicht. Ja, nein, ich glaube nicht. Aber vor allem das Schlimmste ist, ich habe dann eine Story gemacht und habe so erzählt, so mein Gott. Dann schreibt er mir einfach Nein. Ich habe gesagt, das bin im Fall ich. Ich habe mich nur getraut, um nachher eine Story über das zu machen. Ich so gedacht, oh mein Gott. Aber im Moment, wie hat er darauf reagiert? Er hat auch nichts gesagt. Er hat gesagt, oh meine Liebe, das Leben ist gut. Ich schwöre, Alter, das Manifestation hat funktioniert. Das wäre doch eigentlich voll die Romantic, weißt du, Kennenlern-Story. Und was hat der Can gemacht? So, er hat einfach geschaut. Ich habe ihm Befestigung, ich habe ist alles innerhalb von und er kommt auf den Schoss. Nein, der hat es wie nicht mehr geschafft und haben dann wieder aufgeholfen. Und das ist wie so awkward, weil ich den Lachflash von meinem Leben innerlich hatte. Und gleichzeitig ich bin so rot angelaufen. Und weißt du, hast irgendwie auch wieder überspielen. Ja, logisch. Ich hatte es wieder so Das ist einfach so aufgestanden, so, weißt du, wir sind voll in einem tiefen Thema eigentlich gewesen. Dass einfach so das Thema nachher wieder weitergegangen ist, es wäre nichts. So, ja, okay, wo fangen wir wieder an? Ja, es ist crazy. Ich habe schon lange nicht mehr etwas Lustiges von der Woche gehabt. Darum, ja, was ist das lustig? Jetzt wollte ich gerade sagen, jetzt fühle ich mich voll scheiße, wir sind eben gar nicht lustig. Es ist gar nicht lustig. Es ist echt nicht lustig. Doch, komm, okay. Ich lache sonst auch einfach aus. Okay, ja, bitte lach. Ich sage dir den 1, 2 und du machst lachen, okay? Ich bin auf Bank, wie sie Ich bin ja nochmal schnell auf Hongkong gegangen.
Also Stimmt. long story short, ja voll. Ich konnte wie mit der Kollegin nochmal schnell auf Hongkong fliegen für 4 Tage. Und dann nachher meine ist Kollegin... crazy. Ja, das ist so crazy. Ich check immer noch nicht, was passiert ist. Auf jeden Fall, meine Kollegin von Hongkong liebt Gruyère-Käse. Und dann nachher hat sie quasi gesagt, so, hey Nina, kannst du mir bitte helfen, einen grossen Gruyère-Käse mitzubringen? Und das gibt es ja bei uns nicht, oder? In den Läden. Und nachher bin ich einfach quasi in den Laden gegangen, im Denner halt. Und dann habe ich halt so geschaut, so, was für verschiedene Sorten es gibt von Gruyère-Käse. Das habe ich gesehen, die Story von dir. Dann habe ich alle eingekauft, oder? Und dann nachher bin ich so bei ihr gewesen, und dann frage ich, sag's euch, sie hat fast brüllt, weil ich ihren Gruyère-Käse geschenkt habe. Weil bei ihnen kostet so ein normaler kleiner Käse, den du ja normal kaufst, oder? Ja. So die normale Packung. Hat sie, zahlen die einfach 12 Franken? 12? Wie viel Stutz? zahlen wir? Wie viel Ich hast du glaube gezahlt? 4 für einen. Echt? Ja. Oh shit. Ja. Ich dachte, du bist schon rich, Alter. Ja. Aber ja, noch habe ich ihren Gruyère-Käse gekauft. Yeah. Also, Aber ist der von der es ist ja Schweiz herzig. importiert? Der, der in Hongkong ist? Ja. Echt? Hongkong hat, weißt du, wie viele Schweizer Produkte? Sogar Ricola. Rico? Ah ja, doch, das habe ich Ricola. gesehen, aber die haben doch so Männchen drauf. Ja, die verkaufen quasi Ricola und auf dem Ricola-Pack siehst du einfach so einen kleinen chinesischen Dude. Und du denkst nur so, what the fuck? So geil. Aber ja. Ja. Also ist nicht so lustig. Ja, aber das ist herzig. Ja. Also doch, ich finde eigentlich schon lustig. So, weißt du, jeder wünscht sich irgendwie so, also weißt du, was nimmst du mit nach fucking Käse? Und Ja, dann, ich so schwöre. jede Sorte Käse. Ja, voll. Das ist so geil. Also ich Ja. habe deine Story gesehen, es ist einfach so lustig ausgegeben, doch so jede, so BAM! Und der nächste! Und der nächste. Und der nächste. Und jedes Mal war ich so, Ja, sie so, oh mein Gott. Vor allem, also weißt du, Käse läuft ja schon irgendwann ab. Ja, Die muss auch jeden Abend zum Nacht fucking Käse die fressen. liebt Käse im Fall. Die verschlingt Käse. Ja, nein. Die essen ja auch Ramen mit Käse. Ramen ist ja Wirklich? quasi die Suppe mit den Nudeln, oder? Und die tun einfach Käse drauf. Voll geil eigentlich. Ja. Ich noch nie auf die Idee gekommen, aber Die haben voll Ramen-Game geil. durchgespielt. Ja, Mann, jetzt kann sie einfach, Durchgetribbelt. jetzt frisst sie Käse mit Rahmen, nicht Ja. Rahmen mit Käse. Wenn ich wieder das nächste Mal komme, muss ich wieder euren Käse bringen. Also ich gesagt, wenn sie in die Schweiz kommt, freut sie sich auf Fondue. Sie hat noch Yeah. nie Fondue gehabt. Geil. Aber ja, das ist mein Fun Kommt sie Fact. einfach mal in die Schweiz? Ja, also sie hat mal gesagt, sie wird unbedingt im Winter in die Schweiz kommen, weil sie noch nie Schnee gesehen hat. Ah, das ist nicht Stell dir mal vor, eine Person, die noch nie Schnee gesehen hat und nachher, wie willst du Schnee erklären? Wie So ein würdest du Schnee früher, erklären? dort hat es doch auch so ein bisschen Schnee. Ja, okay, Also kannst du keinen Schneemann ja, bauen, fair. aber- What is a Schneemann? Snowman. Ja, weißt du, so Schnee, ja. Ja, Oh. okay, Tiefkühler, ja, ist okay, ja. Aber ich würde sagen, wir fangen jetzt mal an, weil Ja. du hast da sehr, Scheibe sehr viel zu erzählen. Also wir haben, also ich habe auch Fragen so in die Story. Nein, ich habe einen Sticker in die Story zum Fragen für die Nina so. Und eine Frage war schon, ob wir uns vermisst haben. Wir haben uns sehr vermisst. Aber wir haben immer mal wieder Kontakt gehabt auf Snapchat. Wir haben sogar wir haben einmal telefoniert. Ich schwöre, Einfach einmal, also das ist einfach Podcast-Folge. Ja, das war Podcast-Folge. Also, ihr seid voll live dabei gewesen bei unserem Telefonat. Bei unserem einzigen Ja. Telefonat. Aber es ist auch mit der Zeitverschiebung, ist wirklich Snap Ja, eigentlich es einfacher ist echt- gewesen. Aber ich finde es krass, es war so geil, gewesen, weil wir haben quasi täglich gesnappt. Ja. Und wir haben immer so können, wenn gerade etwas passiert ist, können wir so erzählen, was passiert ist. Nachher hat man wie sich auf den nächsten Tag gefreut, um so zu schauen, oh mein Gott, da und da und da ist Ja. passiert, da ist der Gossip. Ja, ist echt nice. Das ist wirklich geil ja, gewesen. also Snapchat für Leute, die uns Austausch gehen, empfehlenswert. Yes! Ja. Genau. Oh, bevor wir anfangen, ich tue ja immer einen Kommentar vorlesen. Ah ja, Und ja. es passt eben gerade, weil das ist so herzig. Die hat im Fall, also ich muss schnell sagen, Bro, die Leute, also ich kann es dir immer wieder, ich habe immer Screenshots geschickt, Ja. die haben jede Podcast-Folge, wirklich jede, seit du gegangen bist, hey, wann kommt wieder eine Folge mit der Nina? Oh. Und eben, also wirklich, die lieben dich, Alter, keine Ahnung, Ja, wirklich, aber Mann, so nein, herzig. Kussi ist echt im Fall. Ich schätze das, weißt du, wie der Support. Das ist schon richtig cute. Das ist Weil ihr wirklich wisst herzig. nicht, wie sich da anfühlt, da zu hocken. Nein, ist irre. Aber nein. Richtig schlimm. Ja, zahlst mal eins. Nein, aber echt so cute, Nein, das Mann. ist wirklich herzig. Also wirklich jede Folge. Voll. Hey, grüß mal Nina, wann kommt wieder mal eine Folge mit ihr? Oder einfach wirklich so herzig. Nein, so Und cute. ich habe ja auch, also das habe ich auch immer wieder in den Podcasts und so gezeigt, also zum Beispiel habe ich auch so ein Fankärtchen von einer bekommen. wo Ja! geschrieben hat, wer ist wieder da, Nina, Also, Nina, Nina. sorry, wie herzig Nein, ist so das? herzig, so Nein, herzig. nein. Also einmal denkt man echt so, wieso lassen ja mir Julie zu. Aber nein, echt so cute. Du bist einfach ein geiler Sack. Schau, jetzt werde ich sogar schon rot, Alter. Zu viel Liebe bekommen gerade in dem Moment.
Ich schwöre, ich bin echt wohl. Okay, schau nicht auf Video. Nein, das ist süß. Oh. Also auf jeden Fall hat eine, hat wirklich auch fast jede Folge hat sie das kommentiert und gehofft, dass ich mal den Kommentar vorlese. Und heute ist der Tag gekommen. Und zwar von der lieben Sissi. Willst du schon sagen Sissi? Ja, oder? Sissi. Zwar hat Queen. sie geschrieben, Queen! Slay! Ja, Mann! Wuhu! Sorry. Sie hat geschrieben, liebt den Podcast herzlich. Ich würde mich mega freuen über eine Podcast-Folge mit der Nina, wo sie ein bisschen über Hongkong reden kann. Und zwar, jetzt hat sie schon ein paar Fragen gestellt. Ich weiß gar nicht, ob wir die jetzt schon beantworten. Okay. Wir haben so ein bisschen Chronologie überlegt. Ja. Also ich habe schon ein paar Fragen. Ganzes Drehbuch immer geschrieben. Jeden Satz. Danach abgelesen. Ah, ja, wo ist mein Scriptbuch? Ich tue gleich mal die Fragen vor. Ja, also einfach auf Ehre, auf die Sissi. Meine Frage, wie sind die Schulen und der Unterricht dort und die Leute? Würde mich mega freuen, wenn du mich grüßen könntest. Sissi, Grüße gehen raus. Ja. Aber soll ich einfach mal mit der ersten Frage anfangen? Ja, oder sehr. ich weiß gar nicht, machen wir es jetzt einfach so, dass ich dir Fragen stelle oder erzählst du oder machen wir es Misch? Ich glaube so, wie der Flow kommt, oder? Wie der Flow kommt. Gut, also die erste Frage ist schon mal... Flow. Nein, warte, vielleicht müssen wir noch ganz kurz sagen, für die jetzt, also Nina nicht kennen. Ah ja, stimmt. Ich tue es auch schon so. Ich bin da der Käseste. Nein, einfach schnell kurz Zusammenfassung, von wann bis wann du in Hongkong bist. Ja. Also für ganz am Anfang, Leute, wir studieren zusammen, wir sind in einer Klasse an der ZHDK. Genau. Und Studieren Käse an der Media. Genau. Und du bist jetzt für ein halbes Jahr weg gewesen, als Austauschsemester. Genau, vom Januar bis im Mai. Ja, Anfang Juni. Ja. Voll! 4. Januar. Nein, 6. Januar. Ja. 4. Januar ist deine Party gewesen. Okay, 6. Januar ja. bis 26. Mai. Ja! Der ist stark. Also ich sogar selber überlegen, aber ja, das ist echt stark. Ja, fix. Yeah. Seitdem bin ich im Austausch gewesen, auf Hongkong. Genau. Und dort habe ich Fashion Media Design studiert. Genau. Voll. Und das ist sowieso ein bisschen, wie man sich vorstellen kann, so Aftermovies von Fashion-Shows und auch so, machst so Fashion-Fotografie, also wie eben wenn jemand so quasi ein Model so Kleider hat und von Designer und so, dann machst du quasi Fotos nehmen. Genau, dann ist so. Und vielleicht noch kurz als Teaser. Es wird jetzt nicht einfach nur eine Podcast-Folge von «Oh mein Gott, das ist alles so toll gewesen». Nein, gar nicht. Gar nicht. Was? Wir machen das Teaser. Wie würdest du Hongkong in 3 Wörtern beschreiben? Okay, aber nicht... Nur als Teaser. Okay, als Teaser. Nachher gehen wir deep rein. Gut, 3 Worte. 3 Worte. Deutsch kann ich auch nicht mehr. Okay, also das erste Wort ist halt ein bisschen negativ, aber Rassismus. Ja. Das ist das erste Wort. Das zweite Wort, Body Shaming. Ja. Und das dritte ist frei. Okay. Mhm. Es wird interesting. Ja. Ich Aha. finde, Mobbing wäre eigentlich auch noch ein gutes Wort gewesen. Ja, oh mein Gott, ja, Mobbing, ja. Ja? Aber ich kann nicht sagen so, Rassismus, Bodyshaming, Mobbing. Aber ja, so fair, alle Mobbing. schlimmen Dinge durchlebt. Mobbing, wirklich. eindeutig Mobbing. Ja, Ja, voll. Darum, ja, es wird auf jeden Fall spannend. Aber wir fangen positiv an. Ich weiß gar nicht, das positiv. Was war dein erster Eindruck gewesen? Okay, mein erster Eindruck, ich bin ja so gelandet und bin dann nachher wie mit einem kleinen Büsschen zu meiner Unterkunft gebracht worden. Und dann bin ich durch die ganze Stadt gefahren und es war im Fall so ein schönes Gefühl gewesen. Es war wie so, ich bin daheim angekommen. Ja, voll. Ich habe mich sofort wohl gefühlt. Es war auch voll super gewesen. Die Leute waren auch mega freundlich gewesen. Aber als ich das erste Mal wie so in das Büsschen eingestiegen bin, hat es schon angefangen, sie haben kein Englisch können. Und das ist auch wirklich so, in China, also in Hongkong, man denkt immer so international, aber die können im Fall nicht gut Englisch. Uff. Ja, also, Und du hast dort auch noch nicht gut Englisch. nein, ich auch noch nicht gut Englisch. Und darum, der Taxifahrer war quasi auf Chinesisch am Diskutieren gewesen, ich dann quasi auf mein gebrochenes Englisch. Und dann musste ich herausfinden, wo meine Unterkunft ist. Und das Problem ist eben auch, wenn bei der Karte, also bei den Google Maps, quasi so sagst, wo die Unterkunft ist, sie checken nicht, wo meine Unterkunft ist, weil sie haben eine andere Map, andere Karte und sie haben auch andere Straßen. Und mein GPS sieht einmal auch nicht, wo ich... Ja, sieht einmal auch gar nicht, wo ich wirklich bin, weil halt so viel Netz und so viele Leute an einem Fleck wohnen, checkt einmal so ChatGPT nicht, wo ich bin. Voll. Ja. Aber das war mein erster Eindruck, also eigentlich böse positiv. Ja. Ich bin gut aufgehoben worden, habe meine Unterkunft gefunden, schlussendlich in dieser riesengroßen Stadt. Ja. Aber Da man muss muss ich ja auch sagen. noch vielleicht sagen,
deine Unterkunft ist schon auch noch erwähnenswert. Oh ja, meine Unterkunft ist sehr erwähnenswert. Weil, als ich dann nachher angekommen bin in der Unterkunft, sind halt wirklich nur nationale Leute dort gewesen, also halt alles Chinesen oder Koreaner. Und die haben halt ganz andere Kultur. Also die essen auch ganz anders oder sind halt auch ganz anders aufgewachsen. Vor allem, sie starren dich auch richtig an, weil du halt so voll so rausstichst. Für sie bist du wie so ungreifbar. Ja. Oder? Und dann war es wie so, oh mein Gott, was macht denn die Person da und so. Also ich habe auch schon zum Beispiel erlebt, dass ich in der Unterkunft Fotos machen mit Leuten. Wirklich? Ja. Also es war voll normal, wenn du quasi einfach am Kochen warst und nachher fragt so jemand, can I take, also so ganz schüch, can I take a photo from you? Und ich From so, you? Ja, Also gar nicht so zusammen? Nein. So, du Nein. kochen. Ja, und ich so, okay, geil, Alter. Ja, voll. Oder wenn ich mein Brötchen gestrichen habe, haben sie auch immer mein Brötchen so tschatschi angeschaut, weil die essen ja kein Brot. Ah, die essen kein Brot? Die essen kein Brot. Kannst du ein Brot kaufen oder hast du selber machen? Ja, aber Brot kostet mega viel. Also ich habe, glaube für so einen Toastpack 7 Stutz gezahlt. Was? Ah. Die Kamera hat gerade keinen Bock gehabt, wir sind wieder weg. Wo sind wir gewesen? Brot hat 7 Stutz gekostet. Nein, fatal, ja, ist schon. Ja, genau, aber nachher musste ich einmal so ein Foto mit ihnen machen, blablabla. Auf jeden Fall bin ich dann quasi in mein Zimmer gekommen und mein Zimmer war so klein gewesen. Also Ja. wirklich, es war munzig gewesen. Es hat quasi 2 Betten gehabt, 2 Pult, das klingt jetzt mega groß, aber es war echt mega klein gewesen. Also es ist Und 2? Du bist nicht allein in diesem Zimmer gewesen. Am Anfang bin ich allein gewesen, habe besser Leben gehabt, also denkt so, oh, locker. Weil es gibt auch Fälle quasi, wo jemand wirklich quasi Doppelzimmer überkommt, aber quasi allein im Zimmer Ja. ist. Aber nach 3 Tagen ist dann quasi mein Zimmer gespendet gekommen. Also das heisst eigentlich, in dem halben Jahr habe ich nie Privatsphäre gehabt. Ich finde das Voll. so crazy. Das ist echt krass, das ist wirklich krass. Weil man kennt es doch immer so, wenn man halt einfach zu daheim chillen oder? Und nachher einfach so denkt so, okay, jetzt ist man mal allein daheim, jetzt kannst du runterfahren. Aber ja, du hast einfach keine Privatsphäre. Aber ich muss echt sagen, mit ihr, also sie, mein Zimmer gespendet ist auch von der Schweiz gekommen, aber vom welchen Teil, also ich musste mit ihr Englisch reden, zum Glück. Weil so habe ich auch wirklich Englisch gelernt, weil sonst hätte das nicht funktioniert. Aber ja, es hat eigentlich echt mega gut funktioniert mit ihr. Also ich habe mich echt glücklich schätzen so. Okay. Cool. Ja, Aber ich- das war so die Szene. Ja, gewesen, mir ist nur gerade in den Sinn gekommen. Du hast ja nicht mehr, also als wir einen Podcast-Folge aufnehmen, hast du sogar rausschicken. Ja. Ich einfach müssen sagen, so, ja, sorry, kannst du für eine Stunde bitte. Aber, und wir haben wie so keinen Gemeinschaftsraum. Und darum hat sie einfach müssen quasi drinnen irgendwo an den Tisch hocken für eine Stunde. Aber sie hat es jetzt gemacht. Darum, das zeigt nur schon, sie war mega lieb. So. Aber also es ist einfach so krass, weil ich glaube, viele stellen sich jetzt das so vor, weißt du, wie so, dass es dann auch so in dem Sinne wie 2 Räume sind, aber es ist eigentlich wie ein kleines Hotelzimmer. Voll. Und eure Bett sind eigentlich wirklich gefühlt nebeneinander, aber mit Ja. einem kleinen Spalt. Ja, voll. Und das Bett ist auch, normal hat man ja quasi ein Einzelbett, in der Schweiz ist ja ein 90er-Bett. Ja. So, das ist ein Einzelbett. Aber ich würde sagen, jetzt ohne Scheiß, es ist wahrscheinlich etwa so ein 70er-Bett. Echt? Also ja, im Fall, wenn die drüllt hast, bist du fast rausgefallen. Ja. Ja, fix. Also es war echt munzig gewesen. Also auch, als ich jetzt da wieder in die Schweiz zurückgekommen bin, habe ich mir so gedacht, der bis 90er-Bett ist so groß, ja. Ja. So viel Platz. Ja, voll. Aber Ja. das war echt auch krass gewesen. Also man merkt halt, Chinesen also, oder zu Hongkong, die haben voll viel überlegt, wie sie so quasi die Räume einrichten. Also es hat alles voll viel Sinn gemacht, weil halt alles so auf kleinem Raum ist, Ja. aber es hat alles voll Sinn gegeben. Ja, fix, aber Ja. es war halt echt munzig gewesen, Ja. so. Ja, voll. Oh, krass, Alter. Ja. Also wir kommen mal zur nächsten Frage. Wie war die Schule dort gewesen und was hast du gemacht? Das war echt die Frage vom anderen. Voll. Genau, also ich habe Fashion Media Design studiert. Also ich wollte mal etwas so ein bisschen mehr ins Kreative gehen, wo ich mich so ein bisschen mehr austoben kann. Und es ist schon noch krass, als ich erstens in die Schule angekommen bin. Also die Schule ist riesig, also echt gar nicht rausgekommen. Ich hatte eigentlich schon eine gute Orientierung, aber es war riesig gewesen. Und dann nachher, es ist auch mega krass im Fall, jeder läuft mit Designer-Sachen rum. Ja. Also Leute, die in Hongkong, also Einheimische, die dort studieren, die haben Geld. Ja. Das sind alles Leute, die Geld haben. Die sind so mit Balenciagas rumgelaufen, Krass. Gucci, alles crazy. Und ich dann so mit meinem, keine Ahnung, verrissenen Shirt halb weg. Wie so ein Mongo dort gehockt. Aber ja, voll. Und schon. Ja, ist ja selber geschneidert. Aber ja, auf jeden Fall, ich bin dann halt wie so in die Klasse reingekommen und man merkt halt echt den Blick. Also die Blick, irgendwann hast du dich abschalten, aber man hat so richtig gemerkt, so, du wirst richtig ausgezogen. Weil sie gaffen dich so richtig an wie so, oh mein Gott, ich habe noch nie so einen Mensch gesehen. Ja. Wie so ein Alien, wirklich. Ja. Aber auch die Lehrer. Echt? Es war wie so,
who are you? Weißt du, what the fuck? Ja, voll. Aber es war mega lustig, es kommen immer alle zu spät. Also ich bin dann einmal so eine halbe Stunde, wie halt die Schweizer immer schön pünktlich sind, oder? Bin dann quasi schön pünktlich im Klassenzimmer gehockt, kein Schwein war nicht rum gewesen. Und dann habe ich mir wie so gedacht, so bin ich im falschen Klassenzimmer oder keine Ahnung was. Aber auf jeden Fall sind dann nachher ein paar Leute eingetrudelt und blablabla. Aber dann, als dann der Unterricht wirklich angefangen hat, erstens hat die Lehrerin immer auf Chinesisch geredet. Also fast nicht auf Englisch. Die Leute haben im Unterricht wirklich gepennt. Also die sind einmal auf die Stühle gelegen und haben so geschlafen. Und die Lehrerin hat dann quasi ihren Unterricht durchgeführt. Also Krass. man kann sich das nicht vorstellen. Und auch, sie haben immer auch das Essen mitgebracht am Morgen. Und nicht so quasi, weißt, so Bücher, Müsli und Käse oder so, sondern die sind einmal mit McDonalds gekommen, haben ihren Burger hintergeschätzt oder schon ihren Reis mit Hühnli. Chicken Feet, also Hühnli-Fuß angeknabbert. Also, das kannst du dir wirklich nicht vorstellen. Aber ja, dort fängt es eigentlich schon an, weil in der Schule, also dort habe ich am meisten Rassismus erlebt. Also das ist echt krass gewesen. Also ich bin auch von den Lehrern wirklich diskriminiert worden. Ich bin wirklich so die, die eigentlich die Streberin war und immer so ein bisschen aufgeschreckt hat, ja, ich will schlussendlich etwas profitieren von dieser Schule, oder? Da bin ich auch dort hingegangen. Aber die Lehrerin hat mich einmal auseinandergenommen und hat quasi so gesagt, so, du passst eh nicht auf. Aber ja... willst du das erzählen? Ja, oh mein Gott. Also alle haben wirklich so gepennt im Unterricht. Und ich habe halt wie so vorne geschaut, weil es mich auch wirklich interessiert hat. Und dann nachher die Lehrerin dann immer so, Nina ist wieder da. Ja, gerade ich kann aufstehen und so ein bisschen Nein. Auf jeden Fall sind dann immer so, Nina. Und ich so, ja quasi, was ist los? Sie so, ja quasi, pass auf, oder? Und nachher ich so, hey, ich passe ja auf, ich lasse ja zu. Sie so, nein, du passest nicht auf. Und ich so, hey, what the fuck? Und nachher haben sie dann, ja, scheißegal, du ja quasi zustimmen. Ich so, ja, okay, ich gebe mir jetzt quasi Mühe, oder? Und nachher habe ich mir immer schön so Notizen auf meinem Notizblöckchen gemacht. Und nachher sie so wieder so, Nina. Aber weißt du, alle sind am Pennen gewesen, aber sie haben mich immer so abgemacht. Und dann nachher auch, wenn sie einmal so Sachen erklärt hat sie dann immer so Stichfragen gemacht. Sie hat natürlich nicht Klasse gefragt, sondern bei den Stichfragen hat sie immer mich gefragt. Und das Lustigste war eben auch noch, es ist um die chinesische Kultur gegangen in dem Fach. Und nachher hat sie mich immer Sachen gefragt, die ich ja logischerweise ja nicht weiss, weil die chinesische Kultur ist wirklich so anders wie die Schweizer Kultur. Ja. Und dann hat sie mir einmal Sachen gefragt und nachher hat sie immer so gesagt, du weißt ja gar nicht über China, interessierst du dich überhaupt für China, wieso bist du überhaupt da, macht ja gar keinen Sinn, geh lieber wieder zurück in dein Heimatland. Alter. Also es ist wirklich crazy gewesen, so. Und ich habe mir so gedacht, so, Kollege, Alter, ich bin leider von China 12 Stunden angeflogen und du würdest mir sagen, es interessiert mich nicht das Land, wieso bin ich denn da so? Nein, also, weißt, vor allem so, von einer Lehrerin. Von einer Lehrerin, so, geh zurück in dein Land, das ist ja... Voll. Aber Plot Twist, jetzt tue ich halt gerade richtig Führerspulen. Aber da muss ich jetzt schnell anhängen, weil da merkt man jetzt vielleicht, Leute, die quasi abmachen, haben meistens immer Probleme mit sich selber. Weil am Schluss vom Austausch, sie hat mir nicht mal Tschüss gesagt, sie hat mir nicht mal gesagt, schön, dass du da bist und so. Yeah. Also sie hat mich wirklich ignoriert, hat einfach getan, wie ob ich quasi wie ob es ein normaler letzter Tag wäre. So. Auf jeden Fall hat sie mir dann 2 Tage später, wo ja der Unterricht dann fertig war, geschrieben auf WhatsApp und hat dann sich, also wieso eigentlich ein Liebesroman an mir schon fast geschrieben, sie so, mega schön gewesen, dass du da bist, danke vielmals. Ich weiss, dass du unter Rassismus gelitten hast, dass die Leute gemobbt haben und so, weil ich muss da eben auch erfahren, ich werde auch immer von den Mitschülern gemobbt und so und ich halte es langsam auch nicht mehr aus. Und dort hat es bei mir Klick gemacht, dass Leute, die auch abmachen, die haben ein Problem mit sich selber. Ja, kommt. Ja, 100%. Aber das ist in dem Moment nicht bewusst, weil man wird dann so abgemacht und man denkt, wieso, oh mein Gott, was ist mit mir falsch, was mache ich, dass ich nicht ankomme bei den Leuten so. Ja. Weil ich bin eigentlich so ein offener Mensch und ich meine, nur schon, dass ich in Hongkong bin, ich bin auch voll offen so für alles. Aber dort hat man echt so bewiesen, so, Leute, passt auf, wenn Leute etwas zu euch sagen, nehmt es nicht zu ernst. Außer das ist konstruktiv, aber alles andere ist Bullshit. Ja, glückliche Leute würden nicht haten, sage ich ehrlich. Ja, es ist wirklich so. Ja. Weil die sind dann viel mehr beschäftigt mit eurem Leben, wie quasi mit ihrem eigenen Leben, weil sie wollen davor reden, darum... Ja. Und sie sind ja wie eifersüchtig auf deine Konferenz und auf vielleicht auch, blöd gesagt, deine Aufmerksamkeit, ja, weil du anders voll. Genau. Also wie, die wollen das einfach dich in den Schatten stellen, um selber zu scheinen. Mega. Und man muss halt auch immer im Kopf haben, die Leute, die jetzt bei mir in der Klasse waren, die sind noch nie außerhalb von China gewesen. Sie kennen nichts anderes von China. Ja. Also alles andere, was anders ist falsch. Ja. Weil halt auch in China so eingerichtet wird, nur das, was sie machen, ist korrekt. Ja. Voll. Und darum, das war schon auch ein Big Learning. So. Ja.
auf sich vertrauen. Ja. Aber die Schule echt Rassismus pur, auch so Gruppenarbeiten. Ja, dann ich jetzt eben sagen, Ja. dort hast du ja auch wirklich noch... Ja, also das voll. sind wirklich auch Stories, die du eigentlich musst jetzt schnell droppen. Ja, Alter. mega. Also das, wir haben immer wieder gesnappt. Wo ich das gehört habe, also bin ich schon... Das sind voll kitschig, aber ich bin schon auch der Tränen gewesen. Ja, also dort, fix. Bro, das habe ich schon... Weißt du jetzt zum Beispiel gerade eine Story, wo du jetzt besonders schlimm gefunden hast? Hast du gerade so etwas im Kopf oder Das mit dem Händchen? da mit dem willst du gerade? Nein, erzähl Okay. Oh mein Gott, okay. Oder da mit den Kopfhörern. du. Ja. Ja, fix. Okay, auf jeden Fall, es ist so darum gegangen, also da geht eigentlich das Gleiche wie mit den Händchen, aber es ist quasi darum gegangen, ich habe Videos geschnitten und wir haben immer so Gruppenprojekte, genau. Und dann habe ich das Video geschnitten für unsere Gruppe und dann müssen wir das einmal immer dem Lehrer zeigen. Und dann habe ich halt so das Video gezeigt und ich wollte dann meine Kopfhörer an meinem Lehrer geben, oder dass quasi der Lehrer ja auch mit Musik hören mein Video anschauen kann. Und dann ist der Lehrer voll ausgerastet. Er sagt so, nein, da lange ich sicher nicht an und so. Ich habe es voll nicht gecheckt und so. Und nachher kommt einfach so eine von mir in der Gruppe, sagt dann so, ja, zum Lehrer quasi, ja, willst du meine Kopfhörer? Und nach der Lehrer so, ja, gern. Und dann habe ich so gecheckt, aha, er will meine Kopfhörer nicht anlegen, weil es quasi gross, weil ich quasi Ausländerin bin. Das ist... Aber jetzt, ja, egal welche Kopfhörer, Die aber Story sind habe ich nicht nicht In-Ohr-Kopfhörer, weißt du? Es sind quasi so Over-Ear so. Ja. Es ist absurd. What Er the hat einfach nicht meine Kopfhörer anlegen, weil ich eine Ausländerin war. Das Aber ist von den insane. Einheimischen kein Problem. So. Ja. Und eben nur schon, dass es auch ein Lehrer ist. So. Vor allem, dass die Schülerin auch gerade wie gecheckt Ja, hat, was das gecheckt Problem hat. ist. So, ja, Ja, willst du voll. meine? Voll, mega. Das ist ja mega krass. Und ich meine, weißt du, so, er hat jetzt nicht mit dem zu, aber weißt du, beim Essen so quasi rülpsen, schmatzen und alles. Und nachher denke ich so, ich bin jetzt schon nicht so unhygienisch. Ja. 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 Fix. Aber es geht halt einfach alles so, ja. Da mit dem Händchen, warte, weißt du da mit dem Händchen? Dass sie irgendwie haben müssen alte Kleider oder so anlangen und haben dann müssen ein Händchen umgeben. Ah ja, genau. Genau, wir haben so alte Designer-Pieces anschauen. Genau. Und nachher, weil die halt so wertvoll sind, haben wir müssen Händchen anlegen. Das geht genau jetzt das Gleiche wie mit den Kopfhörern. Und dann habe ich halt die Händchen angelegt. Also zuerst haben quasi andere Mitschüler quasi die Händchen angelegt. Und dann habe ich die Händchen bekommen, habe dann quasi auch so Kleider angeschaut. Und dann wollte ich meine Händchen weitergeben. Und ihr hättet die Blicksäule gesehen. Alle haben so gedacht, bist du dumm, wieso gibst du die Händchen weiter? Wir müssen doch die Händchen jetzt nicht anlegen, weil du sie angehabt hast. Also alle haben den gleichen Händchen angehabt. Alle haben den gleichen Händchen haben angehabt. sie eins Mir weitergegeben und bei dir ist genau, das jetzt Problem nachher gewesen. niemand mehr anlegen. Und Weil- alle haben, also wie, ist niemand auf die Idee gekommen, also weißt, ist das für alle normal gewesen? Für alle normal gewesen. Ausser, man muss jetzt an der Stelle noch sagen, ja, eine Bene Kollegin in meiner Klasse. Also die Die ist den wirklich, Käse bekommen hat. ja, die den Käse bekommen hat, genau. Die war wirklich so eine gute Kollegin gewesen von mir, also auch in dieser Zeit, auch jetzt noch. Aber das Lustige ist eben auch, sie ist eben, sie geht auch viel reisen. Also sie war schon außerhalb von China gewesen. Und dort hat man eben auch gemerkt, wieso sie auch so anders ist. Aber sie ist die Einzige, die mich quasi respektiert hat. Aber alle anderen, wirklich alle anderen haben es gecheckt. So quasi, die haben schon lange mal nicht mehr. Ja. Voll. Das ist so schlimm. Ja, voll. Das ist so krass. Es ist so krass. Es ist wirklich, also es Vor ist, allem, kann also man sich wie- nicht vorstellen. Nein, das kannst du in der Schweiz, also ich weiß nicht, also wie, safe gibt es ganz viele rassistische Menschen, und, Ja, aber fix. wie, dass du in einer Schulklasse, Ja. weißt du, dass alle sich einig sind, hey, wenn niemand den Handschuh anlangt, der ist jetzt Ja. verflucht, der ist jetzt grusig. Maximal, maximal. Das ist crazy. Aber das Lustige ist eben irgendwie, dass quasi irgendwann, also als ich quasi angefangen habe, haben sie so ein bisschen gecheckt, dass ich so ein bisschen Videos mache auf Insta und so. Und dann hat man so gemerkt, so wie alle mir in den Arsch kriechen. So. Weil es hat dann auch ein Modul gegeben in der Schule, Videoschneiden. Und sie haben halt noch nicht wirklich so Video geschnitten. Sie Ja. haben eher so ein bisschen mehr auf Fashion basiert gewesen und Fotos und so gemacht. Aber dort, wo es dann ums Modul ging, ist Videoschneiden, hat man dann so gemerkt, wie begehrt ich bin. Ja. Jeder wollte mit mir sein, jeder hat fast meine Füße geküsst, dass ich einfach mit ihnen in der Gruppe bin, aber in dem Moment habe ich es ja nicht checken. Und dann habe ich einfach so, ja, ich bin halt einfach mit meiner guten Kollegin safe und nachher schauen, wie sich so eine Gruppe ergibt. Und dann nachher hat man so richtig gemerkt, im Gruppenprojekt, ich habe nichts zu sagen gehabt, wie für alle klar war, ich mache das Video. Ich schneide das Video, weil jeder wollte quasi von dem profitieren. Weil in dieser Schule war es so wichtig, gute Noten zu erzielen. Es kommt nicht darauf an, wie du quasi mit den Leuten umgehst oder alles andere. Es geht nur darum, Noten. Ja. Und man muss immer der Beste sein. Es ist so ein richtiger Ellbogenkampf. Also wenn auch jemand besser ist wie du, sie hassen dich.
Sie wollen nur den Profit von dir ziehen. Du hast ja mal erzählt, dass du glaub, deine Haare gefärbt hast oder gestylt hast oder geschnitten hast. Ja. Und dann hat es doch nachher eine nachgemacht. Genau. Und sie hat aber nicht können sagen, hey, voll geile Haare. Genau. Sondern was ist Es kommt dann eben immer so schleichend. Sie war dann eben beim Kaffee, hat den genau gleichen Haarschnitt gemacht wie ich. Und dann nachher, aber sie hat wie nicht gewusst, stylen Bangs. Weil Bangs war irgendwie dort noch nicht so ein Thema in Hongkong. Und nachher hat sie mich so mal low-key gefragt, so, ja, ich wollte fragen, ich habe mir jetzt auch so Fränzchen geschnitten, wie tust du denn das stylen? Ja. Und dann nachher habe ich ihr halt so erklärt, weißt du, voll so, ja, fix so und so und so, weil ich finde immer angeben und annehmen so. Ja. Und dann nachher sie so, danke, aber sie hat mir nie quasi gesagt, dass sie es nice findet. Aber man hat dann auch so gemerkt, wenn sie Sachen nachkaufen oder quasi Sachen nachmachen oder auch nur schon Getränke, ja, weil immer so einen schwarzen chinesischen Tee getrunken. Vorher in der Kasse hat niemand getrunken, nachher hat es plötzlich jeder getrunken. Aber niemand hat quasi so, keine Ahnung, irgendwie, ich weiß nicht wieso. Aber ja, auf jeden Fall, es sagt nie jemand so, du hast das gut gemacht, auch die Lehrer nicht. Sie sagen nur immer, was du falsch gemacht hast. Das ist schon krass. Weil sie wollen ja immer das Beste aus ihr rausholen, was ich irgendwie jetzt auch in der Zeit geil gefunden habe, schlussendlich. Weil ich so gedacht habe, geil, sie sehen Potenzial und wollen die böse fördern, aber halt im Moment ist es böse Scheiße, weil wenn du die ganze Zeit nur hörst, so, du machst das Scheiße, du machst das Scheiße, ist irgendwie langsam auch so, ich bin doch so ein Furz in der Landschaft, weißt du? Ja, fix. Ja, voll. Du hörst dann nie mehr ein Kompliment. Nein, nie. Du hast ja dort auch erzählt, dass es dann irgendwann, weißt du, wie so ein bisschen am Selbstwertgefühl? Ja, maximal. So, ich habe dann gesagt, du bist eine geile Sache, so, oh mein Gott. Ja, danke, dass du mir das mal wieder sagst. Ich schwöre, weil echt, weil ich muss echt sagen, ich bin so confident, weil es um Videoschneiden geht, weil ich echt so denke, also das ist mein Ein und Alles und dort ist eigentlich fast das Einzige, weil ich so weiss, ich kann das. Also ich liebe es auch und dann kann ich es so. Ich stehe hinter mir. Aber die Leute haben so an mir genagelt, dass ich irgendwann einfach so denke, so, du kannst nichts mehr, du bist nichts mehr wert. Oh Gott. Du hast einfach nichts mehr. Das ist so krass. Ja, das ist so krass. Das ist aber crazy. du hast noch von der Gruppenarbeit, musst du noch fertig erzählen. Ja, genau. Bei der Gruppenarbeit. Genau. Nachher war ja logisch, dass ich quasi das Video schneiden muss, weil das Einzige ist, was ich kann. Bei denen in deiner Sicht. Auf jeden Fall habe ich dann ein Video geschnitten, haben wir den Arsch abgekrampft. Ich habe wirklich alles allein gemacht, weil die haben mich echt allein in dem reingelassen. Aber ich habe es dann auch gefühlt, weil ich so denke, ich kann es dann so schneiden, wie ich will. Und ich mache das gerne. Ich kann es ja dann auch quasi allein in meinem Zimmer machen, voll easy peasy so. Auf jeden Fall, wo wir dann quasi das Video abgegeben haben, ich echt alles allein gemacht habe, ich aber dann wie so Gruppe in meinem Namen auch unterstützen, weil ich auch gesagt habe, hey, es ist eine Gruppenarbeit, wir haben das zusammen gemacht. So. Haben dann einfach die Schüler auf Chinesisch gesagt, ich habe nichts gemacht. Sie haben alles allein gemacht, ich habe nichts gemacht. Ja, fix. Nina sollte eine schlechte Note bekommen. Ist das jetzt der letzte Schultag dort eigentlich? Yes. Fix. Dort haben sie einfach so quasi gesagt, ich habe nichts gemacht, sie sollte durchgehen, so quasi. Und alles auf Chinesisch, was ich ja nicht verstanden habe. Also sie haben gecheckt, du verstehst es nicht und sie haben das vor dir so gesagt. Voll. Das ist so... so räudig. Aber mein gutes Glück war, dass der Lehrer es zuerst geglaubt, dass ich nichts gemacht habe. Wegen sie so denkt so, aus Studentin, komm ein hier gut chillen und so. Das ist so krass, ja, das ist so räudig. ja, fix. Auf jeden Fall, hat aber der Lehrer gecheckt, nur weil er mir auf Instagram gefolgt hat quasi meinen Schnittstil kennt und hat darum gewusst, ich habe das Video gemacht. Geil. Und das war quasi mein gutes Glück. Okay. Ja. Aber dort ist mir der Laden, aber ich so, will er mich jetzt gerade verarschen. Aber ist das der, wo wir wieder einen Vortrag hatten? Das ist auch ein anderes Thema. Das ist glaube ich, das Schlimmste, was du mir erzählt hast. Ja, okay. Genau. Wir hatten so ein Modul, wo es um die chinesische Kultur gegangen ist, genau, wieder. Aber nicht bei dieser Lehrerin, sondern bei einem Lehrer. Und es war wirklich alles auf Chinesisch. Wir mussten auch Interviews auf Chinesisch führen. Und ich halt dann, wie schon auch am Lehrer gesagt, ich kann halt kein Chinesisch. Wo soll ich helfen? So? Und danach habe ich halt probiert, einfach so ein bisschen bei Konzeptschreibung oder eben Leute anfragen oder so, habe ich probiert, halt dort zu unterstützen, wo es geht. So. Auf jeden Fall haben wir dann das ganze Projekt fertigstellen, ein Video zusammenstellen, auch ein Drehbuch schreiben. Und wir mussten dann da ganz am Schluss vor wirklich, ich glaube, im Fall von 100 Leuten vortragen. Also es war ein riesiges Ding. Es war wirklich ein riesiges Ding. Das Projekt ist dann auch ausgezeichnet worden für, man hat sich auch einschicken international. Also es war wirklich ein grosses Projekt, das ihr euch das vorstellen könnt. Auf jeden Fall. Weil man hat dann auch viel Geld in die Hand nehmen. Also es ist viel Geld geflossen. Also für eine Location haben wir quasi für eine Nacht irgendwie 700 Stutz ausgegeben. Ist das, was sie einfach gebucht haben, ohne genau. dich zu fragen? Und ich habe dann gesagt, ich bin Austauschstudentin, ich habe nicht so viel Geld. Ich kann mir das nicht leisten und sie haben mich ignoriert. Ich habe wirklich 4-mal geschrieben, ich habe das Geld nicht, ich kann mir das nicht leisten. Sie haben mich ignoriert und haben quasi gesagt, ja nein, wir haben es jetzt gebucht, du musst jetzt zahlen.
deinen Teil fix. Also das war echt richtig Bullshit gewesen. Auf jeden Fall, riesiges Projekt. Und dann ist ein Tag zur Präsentation gekommen. Und dann haben wir halt die Präsentation aufteilen und ich habe ihn so gefragt, ja, welche Slide muss ich vortragen? Weil halt alles auf Chinesisch ist, ich brauche mehr Zeit, ich muss halt auch wissen, was auf der Slide steht. Und dann nachher, jeder hat mich schon wieder ignoriert, halt Ausgrenzung, voll pur. Und dann ist es so weit gekommen, dass der Tag der Präsentation gekommen ist. Ich habe schon in dem Saal voll 100 Leute, ich immer noch nicht gewusst, wann ich vortragen muss. Meine Gruppenkameraden, niemand ist rum. Und dort geht es eben darum, man hat nicht quasi eine Reihenfolge, wer muss präsentieren, man tut Lösli ziehen. Und das Lösli, das gezogen wird, die Gruppe muss dem vortragen. Und es sind Lösli gezogen worden, nicht meine Gruppe. Ich habe schon so gedacht, gut. Weil wenn quasi jetzt mein Lösli gezogen worden wäre, hätte ich leider die Führerstunde präsentieren, weil ich die Einzige von der Gruppe bin. Und das ist egal, quasi, wenn niemand von der Gruppe nicht rum ist, ich die Einzige bin, du hättest die Führerstunde präsentieren. Weil bei Chinesisch wie so, wenn es so ist, dann musst du es so machen. Also. Genau. Und dann nachher, ich bin so nervös gewesen, weil ich hatte keinen blassen Schimmer hatte, was ich machen musste. Und dann nachher sind 3 Lösli gezogen geworden, unsere Gruppe noch nicht. Nachher trudelt meine Gruppe ein, ich wohl so, oh mein Gott, zum Glück. Nachher frage ich so, hey, welches Slide muss ich vortragen? Welches Lösli wird gezogen? Unsere Gruppe. Ja. Also, sie haben mir noch gar nicht können sagen, wann ich präsentieren muss. Und ich habe so gesagt, so, hey Leute, es tut mir leid, ich kann nicht führen stehen. Ich habe keine Ahnung, um was es geht. Der Vortrag ist auf Chinesisch, genau, das muss man auch noch erwähnen. Es war nicht mal auf Englisch, man musste auf Chinesisch vortragen. Außer mein Teil hätte auf Englisch können, aber ja, ich habe ja keine Ahnung, ich kann ja keine chinesischen Zeichen lesen. Und dann nachher, ich so, hey Leute, es tut mir leid, ich bleibe da hinten, ich gehe nicht führen. Ich kann da nicht antun. Nachher sind die Führer gestanden, haben quasi präsentiert. Der Vortrag war auch eine Katastrophe, weil ja die auch voll nicht vorbereitet waren. Auf jeden Fall, ja, am Schluss des Vortrags hat uns der Lehrer zusammengeschissen, wie schlecht unser Vortrag war. Und dann schaut er mich so an und sagt so, und du kannst durch, weil du nicht mal Führer gestanden bist. Ja, das ist so schlimm. Und ich habe mir so gedacht, willst du mich gerade verarschen? Ja, ich habe echt so gedacht, ich kann jetzt durch. Ja. Für den ganzen Pain, den ich gemacht habe. Aber, long story short, ich bin nicht durchgefallen. Ich habe es dann noch geschafft, weil sie dann nachher gesehen haben, eben, was ich gemacht habe und so, aber ich habe mir echt so gedacht, jetzt gibst du mir den Rest. Wolltest du den Twist schon plotten? Nein, plotten. Wolltest du den Twist schon droppen? Also warte, darf ich, warte. Das, was du mir vorher erzählt hast, ist das nicht das? Der Twist, okay. Okay, der Twist. Also, da wenn ich dir noch nicht erzählt habe, die krasse Story. Aha, nein, ich habe gemeint, du hast doch, bist doch jetzt gerade, du hast doch vorher eine Nachricht bekommen von deiner Kollegin. Ah, ja, genau. Das meine ich. Oh mein Gott, ja, fix. Oh mein Gott, der Twist. Ja, ich habe vorher eine Nachricht bekommen von meiner Kollegin. Wir haben einfach eine Auszeichnung bekommen für unsere Arbeit, dass sie so gut war, also unser Social-Media-Video und so. Und es ist jetzt ausgezeichnet worden, als ich sogar ein Diplom bekommen, wegen so Auszeichnung, bla bla. Jetzt habe ich das schon so viel mal gesagt. Auszeichnung. Aber auf jeden Fall, es könnte die Chance besteht, dass ich auf Singapur eingeladen wird, mit Hotelübernachtung, mit allem, weil wir quasi gewonnen haben, den Award. Und ja, dann können wir einfach quasi in Singapur unsere Arbeit quasi feiern. Aber mit welcher Gruppe ist das jetzt gewesen? Ist das jetzt die, die du vorher erzählt hast? Nein, das war dort, wo ich das Video allein gemacht habe. Ah, aber das war auch keine Gruppe gewesen? Nein, alle Gruppen waren gegen. Ja, ich bin überall gemobbt worden. Oh mein Gott. Also ja, das war die Gruppe, die quasi gesagt hat, ich habe das Video nicht gemacht. Ja, aber ich das ganze Video gemacht habe. Und ich habe noch so eine Frage. Was ist so von den Mobbing-Erfahrungen, was ist so das Schlimmste, was dir in Erinnerung geblieben ist? Oder was ist so für dich die schlimmste Erfahrung gewesen? Ich glaube, also ich bin echt also mir können Leute echt vieles sagen und ich weiss meinen Wert, ich kenne meinen Wert. Und ich bin echt standhaft, muss ich sagen. Aber ich glaube, das Schlimmste war wie so gewesen, dass ich niemanden hatte, der mich verstanden hat. Weil es war so schlimm gewesen, dass ich an einem Punkt, dass ich ins Büro gegangen bin, quasi von der Schule, zu dem internationalen Austauschbüro, bla bla bla, bin ich halt dort hingegangen und nachher habe ich wie so gesagt, so, hey, ich werde maximal rassistisch behandelt, ich weiß nicht mehr weiter, es macht mir echt nicht mehr Spass, mir wird die ganze Energie geraubt, ich kenne meinen Wert nicht mehr, können mir bitte helfen, weil das ist nicht normal. Und nachher habe ich echt so gedacht, so, jetzt habe ich sie gefunden, wo mir hilft, aber nachher hat sie mich einfach so an die Schulter genommen und sagt einfach so, Nina, kein Problem, das hat keine Auswirkung auf deine Noten. Ach, und ich bin psychisch am Ende. Also wirklich, ich habe ja fast wieder abbrechen. Ich habe fast wieder meinen Austausch abbrechen. Und da braucht bei mir so viel. Ja. Aber wo sie dann mich angeschaut hat und einfach gesagt hat, keine Angst, es hat keine Auswirkung auf die Noten, dort habe ich mir echt so gedacht,
Der juckt wirklich im Max nicht. Haben ja etwas in der Birne? Also, Das einzige Ziel bei denen in der Birne ist einfach nur Ist ja, gute Noten, ist ja. wie es einem geht. Ja, und, voll. und ob man Maximal. rassistisch behandelt wird, das ist Ja, ja scheißegal. Aber das Krasse ist eben auch, nachher hat irgendwie bei mir auch alles Sinn gegeben. Oder irgendwie eben auch kein Sinn gegeben. Aber es ist wie so, in der Schule haben so viele verletzte Arme. Also es ist was denn? verletzte Arme. Und man merkt schnell Triggerwarnung. Ah ja, sorry, Ja, ja. Triggerwarnung. Aber es ist echt so, man merkt so, die Psyche dort wird null unterstützt. Es geht nur um Erfolg, um Ja. Hustlen, um was du alles erreichst. Also, ja, voll. Also dort war wie so, gewesen, der Punkt, ja, das Maximale Scheiße. probiert und es ist wie so, ich komme nicht mehr weiter. Auch zum Beispiel meine gute Kollegin, die jetzt Klasse wechseln. Also sie musste Klasse wechseln, weil sie auch so gemacht worden ist, weil sie halt die ganze Zeit bei mir war. Das ist so krass. Und sie auch geleist ist, also ein bisschen mehr internationaler ist. Sie auch die Einzige ist, die wirklich Englisch kann. Ist dann auch rausgemacht worden, ist jetzt in einer anderen Schule und jetzt ist sie wieder gemacht worden. Aber hure Ehre, dass sie so mit dir Maximal, geblieben ist. ja, mega. Weil ich finde, also wie Leute, die gemobbt werden und dann aber gleich dir treu bleiben. Voll. Also wie, das ist etwas, ich finde, das ist so etwas Mega. Schönes, weil Voll. du bist dann wichtiger, als weißt du, was ich meine? Voll. Und das ist, also ich check hure, dass das mega schwierig ist. Also das ist nicht so Maximal. schwierig, wie wenn du gemobbt wirst, aber, Ja, voll. aber das ist das krass. ist etwas mega Schönes. Ja, mega. Und das Krasse ist eben auch, ganz am Anfang, als ich die Schule mal angefangen habe, haben eben die anderen Mitschülerinnen quasi über meine gute Kollegin jetzt gelästert, weil sie haben wollen, wie, dass ich in ihren Bank komme. Und sie haben dann wie so gesagt, ja, wenn sie Chinesisch redet, redet sie voll über dich und so. Ja, das hast du erzählt. Voll. Und nachher habe ich wieso nicht mehr geglaubt, wie muss ich jetzt vertrauen, blablabla. Und nachher habe ich wieso gecheckt, so nein, Ja. das sind alles Falsche. Aber wie kommst du denn auf die Idee? Also weißt du, wie, sie tun dich mobben, aber dann wenn es nachher, also wie, Ja, also ich glaube nachher, ab dem Moment, wo sie gemerkt haben, so, hey, ich bin voll eng mit ihr, haben sie wie nachher Ja. nicht mehr probiert, nachher haben sie es beide so gemobbt. ja. Fix. Aber jetzt hat sie wie krass gewechselt und jetzt wird sie dort auch wieder gemobbt. Jetzt muss sie auch... Gott. Das ist crazy in ihrer Schule. Also Ja. die Schule ist Ja. also, Ja. von allen guten Gassen verlassen hier. Ja. Nein, wirklich. Mir ist nur noch eine Story im Kopf, eben, wo ich glaube, an deinem letzten Schultag passiert ist, oder? Da ist, also da ist der... Das war auch an einem Vortrag, glaube ich, irgendwie. Da ist, glaube der Vortrag gewesen mit den 100 Leuten. Ist das gewesen? Also weißt du, was ich meine? Ja, voll. Das Ding ist eben, wieso, wenn mir einmal so Sachen passieren, tue ich da wie so abhocken und vergessen und gehe weiter. Ja. Und darum ist für mich wie so grad mega crazy, wieder mal so ein bisschen zurückzuschauen. Ja. Das ist gerade wieder so voll so, oh mein Gott, was habe ich eigentlich wirklich erlebt? So. Ja. Aber aber der geht's gerade? Ist alles gut? Ja, safe. Nein, maximal, es geht voll. Also es ist wie so, eigentlich, wie habe ich da überlebt? Also das habe ich mich Also im Fall nein, auch wieder wirklich gefragt. jetzt im Ernst jetzt schnell. Ich wäre instant heimgegangen. Also ich glaube, ich hätte es nicht geschafft. Also das ist echt gerade krass. Ich hätte es nicht geschafft. Und ich finde es auch krass, wie du bist immer noch so ein positiver Mensch. Ja. Das hätte ich ja safe kaputt gemacht. Voll. Aber also wie für das, also Ich weiss, was du meinst. Ich habe mich, also, ich bin echt gerade selber auch ein bisschen überrascht. nein, also wirklich, Gerade so also ein What the fuck das, was Moment. wir jetzt da erzählen, das ist ja so ein Bruchteil. Du Ja. hast 5 Monate so durchlebt. Sie hat fast jeden Tag jetzt von mir Nein, nein, im Fall ohne Witz. Du hast jetzt gar nicht, was ich erlebt habe. Vor allem, ich kann nichts machen. Ja. Ich kann einfach nur das gehört. Sie hat genug gemacht. Du musst gar nicht pupsen, Alter. Nein, du hast mich so mental unterstützt in dem ganzen Fall. Echt, sie hat mir so viel Hack in dem Fall. Das ist echt abnormal. Für das muss ich jetzt schnell Ehrenwort aussprechen. Nein, im Fall wirklich. Das ist im Fall Ich bin richtig gerade krass. ein bisschen zitterig im Fall. Nein, ich gerade auch, aber Ja. das ist im Fall so schön gewesen, weil du hast mir genau das gegeben, dass ich mich verstanden fühle. Also wirklich, weil wenn man nicht verstanden wird, das ist, glaube ich, das schlimmste Gefühl. Und da Ja. kennt wahrscheinlich jeder, aber da auf einem halben Jahr lang so, ist wie so, okay, etwas ist mit mir falsch. Aber Das nein, ist so ist es crazy. nicht so. Aber der letzte Schultag, ich weiß nur, dass es war der Vortrag gewesen, voll. Und dann nachher, wo die der Lehrer gesagt hat, quasi, du hast nicht bestanden, es ist ganz schlimm. Nein, jetzt habe ich ihn vergessen. Nein, genau. Also soll ich schon sagen, was ich meine? Ja. Das mit dem Papierknüll. Oh, ja, okay, jetzt habe ich es. Das ist die Oh mein schlimmste Story. Gott. Hast du die in dem Fall verdrängt wahrscheinlich? Die habe ich verdrängt. Die habe ich Weil das verdrängt. ist die schlimmste Story, die ich... Die von habe dir ich gehört habe, verdrängt. Weil nach dem 100-Leute-Vortrag ist quasi der Tag danach gekommen, mein letzter Schultag. Das war wie der zweitletzte Tag, nachher ist der letzte Schultag gekommen. Nachher bin ich in die Schule gekommen und meine gute Kollegin ist nicht mehr in die Schule gekommen, weil sie gesagt hat, sie fühlt sich so schlimm, sie kann nicht mehr einen Fuß in die Schule setzen, sie muss daheim bleiben. Also wegen Mobbing? Ja, voll, weil halt der Vortrag ist so schlimm war. Wir sind Aha. gemacht worden, blöd gesagt, von den Ja. Lehrern, weil wir ja versagt haben. So. Und die Schüler haben uns quasi die Oh. Schule gegeben. So. Ja.
wir sind einfach so gefahren, easy peasy. So. Und auf jeden Fall war der letzte Schultag. Ich war dann wirklich halt allein, weil ich ja den sie nicht mehr hatte und ich dann halt in der Klasse war, wo ich ja schon Aussenseiter bin. Und dann haben wir aber nochmal einen Vortrag gehabt, den letzten Vortrag, aber in einer anderen Klasse. Und wir mussten führen stehen und danach habe ich so gedacht, easy, so nicht den Vortrag abrattern und ich habe es geschafft. Aber für mich war das so eine Hürde, weil ich bin schon am Boden, am Kriechen war. Ich wollte nur noch fertig haben mit dieser Schule. Ich wollte einfach die Schule nicht mehr sehen. Schon, wir waren immer so, Nina, noch einen Monat, Nina, noch 3 Wochen. Ja, und ich so, ich halte es nicht mehr aus. Wirklich, nur noch ein Tag. Es ist nur noch ein Tag. Und ich so, ich mag nicht mehr. Auf jeden Fall, den letzten Tag, habe ich den Vortrag gehabt, stehe ich dort vorne. Was machen echt Mitschüler? Sie haben mich so ausgelacht. Sie haben Fotos von mir gemacht, sie haben Videos von mir gemacht. Und dann, echt der Höhepunkt, sind mir Sachen angeworfen. Sorry, noch ein bisschen lustig. Nein, sie haben mir Papierkügel Nein, das ist schlimm. Sorry, es ist wie ein schlechter Film. Ja, es klingt wirklich... Es klingt wie ein schlechter Film. Wirklich wie so einem schlechten... So stellt man sich so Mobbing vor in der Filmszene, aber so Trash-TV. Ja, es ist wirklich so High School Musical, du bist Opfer so. Ja, aber dass das in Real Life gibt. Ja. Aber dann sind wir Papierkügel angeworfen und nachher schaue ich so die Lehrerin an. Sie hat nichts gesagt. Und dann haben sie mal weiter so Papierkügel angeworfen. Dann haben sie auch im Fall angefangen mit so Sachen spicken. Ja, ist geil. Und die haben einfach auch Videos gemacht und gelacht? Ja, Videos gemacht und gelacht. So. Auch das Lustige ist, eben, wenn sie eben da vorne waren, dann sind sie so unsicher gewesen. Man hat so wirklich gemerkt, sie sind so unsicher mit sich selber und auch so neidisch. Ich glaube, es tut mir leid, es ist mega blöd, aber sie sind grosse Nieder. Ja, 100%. Sie sind grosse Nieder, wirklich grosse Nieder. Leute, die glücklich sind in ihrem Leben. So, ja, das hast du nicht nötig. Nein. Weil, schau, ich hatte zuerst einen Vortrag, sie haben mich beworfen mit Papierkügeln und dann haben sie den Vortrag gehabt, ich habe es nicht mal angeschaut. Mir ist doch da, also weißt du, wenn man so denkt, sie sind nicht mal einen Blick von mir geehrt. Also wirklich. Aber ich wäre aufgestanden und gegangen so. Ja. Aber ja, das stimmt. Hat nicht der eine sogar noch irgendetwas gesagt im Nachhinein? Oder irgendwie, ich weiß gar nicht mehr, also, mir ist nur noch irgendetwas im Kopf, oder nicht mehr? Ist das etwas anderes? Also sie doch. Also sie haben Videos gemacht, noch haben sie irgendwie etwas laut, etwas nachher voll gelacht. So. Ach Gott. Also es ist wirklich mal im Proxy, wie so ein Film vorstellst. So. Stimmt, sie hat auch einen Übernamen für dich gehabt. Ah ja, mein Übername. Rate mal, was unser Übername ist. White Trash. Das also weißer Abfall. Das ist so schlimm. Ja. Chinesen sind dort rassistisch. Also wirklich. Also ich will eben nicht jeden in einem Topf werfen, so, aber das, was ich erlebt habe, ist crazy. So. Ja. Aber es hat mich echt, ich muss sagen, die Zeit hat mich böse stark gemacht. Ich habe so richtig mein Werk kennengelernt, ich habe mich wieder so selber kennengelernt und wie so gewusst habe, hey ja, die Leute tun dich so behandeln, wenn sie mit sich selber so unsicher sind. Ja. Und ich habe auch jetzt zum Beispiel erfahren, voll viele sind immer quasi, müssen quasi Psyche so. Ja. Also nicht, dass es quasi schlecht ist, wenn du Therapie machst, gar nicht. Ich finde auch top, wenn du quasi Therapie gehst und quasi auch dich schaffst so. Aber man hat so richtig gemerkt, sie sind selber unstabil und dann lösen sie quasi einfach ihre Unsicherheit an dir aus. So. Ja. Und das ist halt einfach nicht fair. Ja. Voll. Aber... Eben für mich sind einfach Menschen, die so etwas machen, da muss gewaltig... Also die haben ja gewaltig selber so viele Probleme. Ja, voll. Also, ja. Also das ist... Oh mein Gott, crazy, Alter. Woohoo! Vor allem eben, das ist... so ein ganz kleiner Bruchteil, den du jetzt so erzählt hast, in einer halben Stunde oder so. Ich schwöre. Aber ja, eben, das ist jetzt zum Beispiel echt ein mega, mega schlechter Part, aber ich muss echt sagen, Hongkong ist echt auch mega nice gewesen. Ja. Also muss ich echt auch sagen, die Stadt Hongkong, ich liebe es. Das Nachtleben ist so toll. Und auch meine Kollegin, sie hat so viel kennt, sie hat eben in der Clubbranche geschafft. Und dann bin ich in jedem Club quasi gratis reingekommen. Ich hatte quasi eine Lounge gehabt. Ich habe gratis Getränke bekommen. Ja, wir hatten eigene Bodyguards gehabt. Ich bin auf jedem Event eingeladen worden. Also voll exklusive Event. Ich habe quasi berühmte DJ dafür kennenlernen, Sänger. Also es ist echt absurd gewesen. Also ich habe auch so eine schöne Zeit gehabt. Also so die Stadt selber als Hongkong, ich liebe die Stadt, aber die Schulzeit, wirklich dort studieren oder dort arbeiten als Ausländerin, hast du wirklich verdammt schwierig. Ja. Also da hast du wirklich keine Chance. Man hat auch so gemerkt, meine Unterkunft war jetzt eher im Land gewesen. Dort bin ich auch von den Einheimischen blöd angeschaut worden. Ich bin dann auch so nicht beachtet worden. Man hat auch mal vielleicht auf mich gespuckt. So. Was? Ja, voll. Also sie haben quasi nicht mich angespuckt, aber sie haben quasi vor mir angespuckt. Was? Aha. Du erwähnst das so nebenbei, als wäre das so, ja, sie haben beide rein. Was? Ja, irgendwie musst du halt vorstellen, wenn das passiert
Und du musst so denken, okay, entweder du versinkst jetzt im Boden und denkst so, Scheiße, das ist jetzt voll kacke und hast ein halbes Jahr Scheiß, also quasi Scheißzeit. Oder du denkst jetzt so, okay, es ist jetzt das passiert, aber du schaust jetzt weiter. Ja. Und das ist voll so das Mindset. Du musst wieso denken, du bist jetzt Gast dort, fair, vielleicht wirst du so behandelt, weil ich muss jetzt ehrlich sagen, wir Schweizer da gegenüber Ausländern sind jetzt auch nicht wirklich das Gelbe vom Ei so. Ja, klar. Also, wir sind viel besser kann ich jetzt nicht sagen. Wegen, ich muss jetzt echt sagen, ich bin jetzt mal behandelt worden, ich bin jetzt als Ausländerin mal behandelt worden und ich will nicht wissen, wie Ausländer sich damit fühlen. Ja. Von anderen Leuten, die gegen Ausländer sind. Mhm. Darum, Ich habe in meinem Kopf immer so das Gefühl, weißt, dass es sich way verbessert hat, aber vielleicht auch einfach, weil ich in dieser Szene... Also weißt du, ich habe ja nur Leute um mich herum, die obviously auch nicht racist sind. Ich weiß genau, was du meinst. Aber wir sind in dieser Bubble. Wir sind in dieser Bubble. Wir sind in dieser Bubble. Aber man denkt doch immer so, nachher kommen wieder Ausländer, ihr sind so quasi so gegen Ausländer und so. Nachher denkt man sich wie so, übertreib nicht, wir machen voll viel für Ausländer und so. Ja. Aber wahrscheinlich erleben die wahrscheinlich auch so Geschichten. Ja, ich kann mir auch vorstellen, im Dorf und so ist schon noch ein was anderes als Stadt Zürich. Ja. Also schreibt gerne mal eure Erfahrungen rein. Also auch mit Mobbing, wenn ihr wollt. Es muss ja nicht mal nur rassistisch voll. sein. Weil eben man tut immer schnell alle in einen Topf. Und wenn quasi mal jemand etwas anderes sagt, glaubt man der Person nicht, weil man dann irgendwie so denkt, ja, übertreibt nicht. Ja. Weil ich glaube, das passiert, also es nimmt mich Wunder, wirklich schreibt es mal in den Kommentaren, wie ist es in der Schweiz? Was habt ihr so für Erfahrungen gemacht, wenn ihr irgendwie vom Ausland kommt? Oder eben auch mit Mobbing. Also Mobbing als ich ist, glaube ich, schon auch ein Thema. Ja. Also haben wir ja beide erlebt. Ja, voll. Nein, bei dir ist es wirklich schlimm. Du hast eigentlich schon deine schlimmsten Zeiten hinter dir. Und jetzt kommt einfach nochmal in Hongkong und du hast dich so gefreut. Nein, aber ich glaube eben immer so wichtig ist gesehen, jetzt zum Beispiel, wenn mir jetzt fragst, ob ich den Austausch nochmal machen will, ich würde ihn nochmal machen. Die Frage ist sogar gekommen, aber ja. Scheibe schon. Nein, alles gut. Aber es ist wie so, ich würde es nochmal machen. Okay. Weil es stärkt dich. Aber nochmal genau so, wie du es erlebt hast, oder auf was wirst du achten, wenn vielleicht auch die Leute, die vielleicht mal auf Hongkong gehen oder so, das Austausch dann machen, auf was wirst du besser machen? Ich glaube einfach, ja, besser ist schwierig, aber ich würde glaube sagen, du musst ein Mindset haben, du bist jetzt die Fremd in einem Land und du musst dich anpassen, weil du bist Gast. Ja. Und du musst dich so oder sollst dich so verhalten, wie man sich in dem Land verhält, weil du bist Gast. Aber hättest du im Nachhinein vielleicht zur Schule gewechselt oder ist das überhaupt möglich gewesen? Ich glaube, der Mindset ist überall gleich. Meinst du? Ist das so wirklich auch schon so ein bisschen ja, voll. Schulding? Weil jetzt zum Beispiel meine Kollegin, die in meinem Zimmer war, also mein Zimmergespänli, war in einer anderen Klasse und sie war aber noch mit anderen Austauschschülerinnen und Schülern. Und sie hat dann wie das nicht erlebt. Also sie hat halt da gar nicht mitbekommen, weil sie halt immer mit ihren internationalen Kolleginnen war, weil sie ist als Gröppli war. Aber sie hat dann gesagt, als ich ihr dann halt von meinen Erfahrungen erzählt habe, hat sie gesagt, oh mein Gott, jetzt macht so viel Sinn, sie hat das auch beobachtet und so. Ja. Und sie lachen uns auch immer aus, jetzt wissen wir so, wieso. Ja. Aber ich bin halt wie so die Einzige, also weil es in dem Studiengang quasi nur einen internationalen Pass hatte, bin ich quasi wie so die Einzige. Und dann halt auch gut die Ziele schieben. So. Ja. Aber ich glaube, das Wichtigste ist einfach so, dass du das Mindset hast, so, hey, du musst dich anpassen und du darfst nicht an dich zweifeln. Ja. Und vielleicht auch darüber reden. Und darüber reden, genau, mit Leuten. Genau, vor allem mit Leuten, die zum Beispiel jetzt in deinem Heimatland noch sind. Ja. Einfach reden und nicht genau mit deinen Gedanken einsam versinken, weil das ist nie eine Lösung, das ist echt so, du kommst auch nicht weiter. Weil wenn du redest, wenn du dich austauschst, wenn du auch mal laut von dir selber hörst, checkst du so, oh mein Gott, was habe ich durchlebt? Oha, ich konnte das meistern, ich kann so vieles noch mehr meistern. Und das macht dich dann eben auch stärker, weil darum würde ich sagen, ich würde Hongkong genau nochmal machen, weil jetzt auch da, wenn jemand mir irgendwie etwas sagt, keine Ahnung, irgendwie mich für irgendetwas auslacht, dann denke ich mir, wieso kannst du sagen, was du willst? Ich habe viel Schlimmeres erlebt. Jetzt dumm gesagt, es ist traurig, weil im Moment ist es nicht schön gewesen, ich will es gar nicht auf die einfache Karte stellen, gar nicht, weil es ist echt schwierig war, aber im Nachhinein ist es wie, es macht einem so viel stärker und eben so Erfahrungen, helfen dir zum Wachsen. Ja. Fix. Darum, Oh, crazy. Du hast nur, ich weiß nicht, ob du schon gesagt hast, aber du hast wie gesagt, du hast noch etwas, was ich noch nicht weiss. Oh mein Gott, das ist auch negativ. Das war so ein schöner Abschluss. Es wird so ein schlimmer Podcast. Okay. Also Leute, passt echt auf euch auf. Ja, erst nämlich. Ich habe ihr gesagt, dass ich etwas, wo mir Schlimmes passiert ist, ihr noch nicht erzählt habe, weil es ist so viel schnell, also es ist gerade noch am Schluss von meinem Austausch passiert, ich habe auch keine Schule mehr gehabt, dann ist so loco, machst ein bisschen Party oder hast ein bisschen Spass und Fun.
Ja, ich bin dann mit meinem Zimmergespendli, Zimmergespendli ist immer so lustig, Zimmergespendli, sag ich Zimmergespendli, egal. Auf jeden Fall, wir sind quasi Mitbewohnerin, sind wir in den Ausgang gegangen, sind dann in eine Bar, es war auch niemand in dieser Bar, nur eine Männergruppe, der Barkeeper und wir. Wir sind dann quasi draussen gehockt, die Männergruppe, die 3 Männer sind quasi drinnen gehockt und der Barkeeper hat drinnen die Story fängt schon nicht gut an mit Männern. Ja, Spoiler Alert. Ja, auf jeden Fall haben wir den getrunken und in Hongkong ist wirklich so, du kommst mega viel gratis über. Also weißt, sie geben dir gut einen Drink aufs Haus und so, also das ist voll normal. Auf jeden Fall haben wir ganz normal diesen Espresso Martini getrunken, haben Spass gehabt, blablabla. Und danach hat er gefragt, der Kellner, hey, wollen wir nochmal einen Espresso Martini? Es geht aufs Haus. Von diesen Männern, sie laden uns ein. Und dann haben wir so, ja, nein, quasi, wir wollen für uns selber nochmal zahlen, aber wenn sie quasi wollen, einladen, sagen wir nicht nein, so, ja. Und dann nachher, sie so, nein, sie wollen unbedingt euch einladen. Dann haben wir so, okay. Nachher hat eben der Barkeeper den Drink gemixt, uns dann rausgebracht, aber wir mussten auch gar nicht mit ihnen reden, aber das ist wie so Hongkong. Sie wollen einmal einfach quasi gehen. Weil Hongkong, wenn quasi Chinesen quasi Leute Sachen geben, dann ist es wie so, hey, einem geht es gut, man ist vermögenswert so. Nachher haben wir das Danken angenommen, haben das getrunken. Und ja, ich hatte K.O.-Tropfen im Getränk gehabt. Und meine Kollegin auch. Oh mein Gott. Aber sie hat langsamer getrunken und ich hatte meinen Espresso Martini eigentlich schon fast getrunken gehabt. Und ich bin am Tisch gelegen. Ich habe gesagt, mein Kopf funktioniert noch. Ich kann noch denken. Aber mein Körper hat nicht mehr funktioniert. Ich bin nur auf dem Tisch gelegen. Ich so, hey, mir geht es nicht gut, aber mein Kopf funktioniert noch. Und meine Kollegin so, hey, nein, wir müssen gehen. Nachher kommt der Barkeeper und dort haben wir gewusst, es war wirklich etwas im Getränk. Kommt der Barkeeper mit 3 Shots, quasi für meine Kollegin, für mich und für ihn, und sagt so, jetzt müssen wir schütteln. Und nachher, ich bin auf dem Tisch gelegen und ich so, ich kann nicht mehr schütteln, so zu meiner Kollegin. Und nachher sie so, siehst du sie nicht? Sie ist da am Tisch, wir können nicht mehr und so. Und nachher sie so, ja, sie ist nur besoffen, komm, trink noch den Shot, dann geht es wieder besser. Und nachher ich so, nein, es läuft nicht. Nachher ich so, hey, ich gehe jetzt schnell aufs WC. Im Fall meine Beine sind so am Gewackelt gewesen, meine Kollegin musste aufs WC begleiten. Ich bin dann quasi aufs WC gegangen. Und dann nachher bin ich rausgekommen. Die Kollegin war quasi am Reden und nachher haben mich gerade die 3 Männer abgefangen. Und haben dann quasi so gesagt, so, ja, eben, was machst du denn heute noch und so. Und ich habe nichts mehr gesehen. Ich habe nur noch gewusst, was abgegangen ist. Ich dann nur noch so, nein. Und ich dann gerade zu meiner Kollegin so, ich will heim. Und sie hat halt ihr Getränk nicht fertig getrunken. Ich eigentlich schon, weil ich halt schnell getrunken habe. Und nachher sind wir gerade direkt aufs Uber. Ich war daheim. Echt, ich habe im Fall nicht mehr laufen, ich musste mich richtig stützen. Sind wir daheim und ihr geht es genau gleich. Scheiße. Bier hat es später eingefallen und dann nachher, wir sind beide aber daheim gewesen. Und wir in dem Fall sicher Was ist dein Zimmergespenst? Ja, voll. Und wir sind im Fall 4 Tage im Fall. 4 Tage sind im Zack rumgegangen. Ja. 4 Tage haben wir im Fall, sind wir nur im Bett eigentlich gelegen und wir haben nicht gecheckt, dass die Tage so schnell rumgehen. Ja. Voll. Aber oh mein Gott. Ja, einfach K.O.-Tropfen. Vor allem weiss man, ob die von diesen 3 Männern sind oder vom Barkeeper. Gute Frage. Was schätzt du? Ist das so? Ich glaube, die 3 Männer haben am Barkeeper etwas gezahlt. Meinst du das? Ich glaube. Weil wenn ich jetzt so die Szene so ein bisschen kenne, ich glaube. Meinst du, das ist... Die machen vieles für Geld. Ach du Scheiße. Vor allem, die sind ja noch abgefangen. Ja, die sind mir noch abgefangen und die haben mir noch Schatz gebracht und ich bin am Nein, Tisch gelegen. Ich bin am Tisch gelegen. Oh mein Gott, das ist so gefährlich. Ja, mega. Oh mein Gott, das hätte so viel Schlimmes können passieren. Und ich meine, das Krasse ist, wir sind am Tisch gehockt, die Bar war leer gewesen, und du kannst nicht mal am Barkeeper vertrauen. Das ist so krass. Ja. Weil das ist ja, also ich habe das Gefühl, in der Schweiz ist das so ein Ding, du kannst doch an die Bar gehen, ich weiß gar nicht mehr, was du kannst sagen, du kannst doch ein Wort sagen, ein Drink für... Lisa? Ich weiß es gar nicht mehr. Ich weiß gerade auch nicht mehr, aber ja. Aber du, also wie, das ist Barkeeper ist so dein Freund und Helfer. Ja, genau. Und in Hongkong ist ja, also eben, der hat dir den Drink gegeben. Nein, what the fuck? Und das Krasse ist eben auch, wo meine Kolleginnen mich einmal besucht haben in Hongkong, also 2 Kolleginnen, die aus Tours sind, sind mit mir dann auch in den Ausgang gekommen und sie sind überrascht von dieser Szene im Nachtleben. Du siehst so viele Leute halb tot am Boden liegen, weil sie einfach zu viel getrunken haben oder K.O.-Tropfen hatten oder sich übergeben. Das ist im Fall in Hongkong so eine große Szene. Echt? Aber man hat immer aufgepasst und man hat immer so gedacht, so eben, man geht immer halt in eine Bar und man schaut immer und man ist ja schon eine Frau, dann schaut man doppelt und kannst nicht mal am Barkeeper vertrauen. Das ist so krass. Weil sonst eben kennt man es wahrscheinlich ja eben so vom Club, dass irgendwie voll. ein Dude, wenn du das Getränk anstellst mega. oder so. Und ja, so aber das vom Barkeeper. Ja. Oh mein Gott. Ja. Das ist auch Ja, nicht so aber nice. zum Glück ist nichts passiert. Ja, Alter. mega.
Also weißt du, hat sie das Glas auch schnell getrunken? Ja, eben, und dass wir uns gerade so gut ergänzt haben. Das ist crazy. Ja, voll. Aber das ist auch krass, wie lange wir Nachwehen hatten. Ja. 4 Tage. 4 Tage, ich habe im Fall Herzrasen des Todes gehabt. Ja. Ach du Scheiße. Ja. Oh Mann, das ist jetzt auch ein bisschen sad. Aber ja, das ist noch die Story, die ich da Hast du ihn nicht, also mega blöd, aber hast du ihn nicht anzeigen oder irgendwie so? Schwierig. Ja, ich bin dann so eigentlich eben die Art von Frau, die eigentlich zurückgehen und die Ja. Leute zusammenschießen. Aber meine Kollegin ist eher so die Angst hat und eher so sagt, nein, ist jetzt passiert, was willst du jetzt, bringt nichts mehr. Aber einmal denken wir so, man sollte eigentlich wie so denen sagen, so spinnen die halt. Ich weiß Ja. ganz genau, dass sie so gewesen sind. Ja. Aber weil sie dann wie so gesagt hat, nein, es bringt ja nichts und so, hat sie mich wie so ein bisschen zurückgehalten. Aber ich sage dir ehrlich, ich wäre eigentlich gerne nochmal dort Ja. hingegangen und gesagt, Alter, was sind ihr für ein Saftladen? Ja, wirklich. Schlechte Google-Bewertung, Ja, Mann. voll. Und jetzt Espresso Martini, gerade grusig. Oh nein, Nein, oh Gott. ja, mega. Oh, crazy. Also passt echt auf, Leute. Ja. Man kann echt niemandem vertrauen. Vor allem, wenn du im Ausland bist und du exotisch aussiehst. Alter, krass. Ja. Wow. Ja. Es klingt so schlimm, aber nein, Hongkong war echt auch toll. Gewesen. Ja. Weil ich liebe Hongkong. Ich bin ja gerade letztens wieder in Hongkong gewesen, es ist echt auch Ja, eine coole ja, Stadt. stimmt. Ja, voll. Aber ich habe mir so schon gedacht, es nützt jetzt nicht, wenn ich da auf Frieden vor Eierkuchen erzähle und so, das ist so Nein. schön und so. Weil Ja. man sollte ja eigentlich über die schlechten Sachen reden. wo man Voll. nicht so Und ich redet. finde, das sind auch allgemein wichtige Themen. Also, Ja, weißt, eben auch in der genau, Schweiz. voll. So eben, also nur schon jetzt, Voll. K.O.-Tropfen ist etwas, Voll. was man glaub, mega unterschätzt. Ja, Also ich habe das auch, also ich habe nicht selber gehabt, meine Kollegin hat wahrscheinlich bekommen, wo wir in Valencia waren. mein Gott. Also es ist auch, weißt du, so, sie Eben. weiss nichts mehr von dem Abend und wir haben es irgendwie heimschleppen. Also es ist einfach wie, es passiert glaube schneller, als man denkt. Ja, man hört es immer, denkt man Man so, ja, hört's das passiert immer. mir eh nicht. Voll. Und wenn es mal selber passiert, dann merkst du eigentlich, wie schnell es kann gehen Ja, und wie vorsichtig man, also weißt du, wie, nein, wirklich, Ja. weil, also K.O.-Tropfen also könnt ihr ja auch quasi umbringen. Je nach Dosis, ja. oh mein Oder Gott, quasi quasi alles was genau freigeschaltet, ist. Alter. Also es ist wirklich so, man darf eigentlich voll dumm, dass ich so sage, ja, ich habe K.O.-Tropfen bekommen und so, aber Ja. man muss es wirklich ernst nehmen. Eigentlich Ja, muss man ja, auch einen körperlichen Check machen, was ich natürlich nicht gemacht habe, Ja. weil du bist halt auch noch in China, willst quasi nicht in das Spital, weil die verschotten ihn wahrscheinlich eh niemand. Aber eigentlich sollte man da echt den Körper durchchecken. Ja. Ja, fix. Also es ist echt nicht zum Spaß. Darum Ja. man sollte echt über die Sachen reden und mehr über das erzählen, zum Wissen, so man ist nicht allein. Ja. Es gibt es wirklich. Es ist viel nahbarer, wie man so denkt. Ja, Ja. absurd. Ja. Ja. Traurig. Einfach traurig. Ja. Ja, eben, und auch Mobbing ist auch ein Thema. Also Ja. wirklich, darum, ich finde es super, dass du das heute alles erzählt hast. Ja, Ich glaube, es gibt echt viele Leute, die entweder können relaten oder einfach froh sind, dass man mal darüber redet. Und voll. also wie, ja, darum mega, also Ja, ich finde es Leute. mega geil, im Fall, dass du Ja, eben danke. offen hast können darüber reden, weil ich glaube, das Voll. ist schon hure schwer. Nein, weil es ist echt, ich finde es einmal so sad, wenn Leute gemobbt werden. Es ist einfach, man sollte auch einfach so lieb miteinander sein. Und ich will jetzt nicht zu emotional tun, aber jetzt auch mit dieser Weltlage, die momentan abgeht, so, wieso kann man es einfach nicht Nein, wirklich. miteinander schön haben? Ja, Weil uns geht es eigentlich Ja. so gut. Mhm. Vor allem gerade uns hier in der Schweiz. So. ja 100%. Ja, aber nein. Wow. Reden, so wichtig. Ja. Du bist auch echt eine gute Stütze gewesen, ich schwör's dir. Nein, wirklich. Darum reden. Weil wenn ich nicht geredet hätte, hätte ich mir auch nicht gewusst, wie helfen. Mhm. Ja. Aber eben das habe ich schon Ja. schwierig gefunden. Ich glaube, wenn man so, also wenn ich die so zugelassen habe, habe ich irgendwie immer so das Gefühl gehabt, boah, ich würde am liebsten dort hingehen und einfach alles schnell meine Meinung sagen. Aber das, also wie, Du sogar fühlst dich- ich unterschätze wahrscheinlich und kann mir nicht 100% vorstellen, was du alles dort erlebt hast, weil ich habe ja auch nur Bruchteil Voll. mitbekommen. So. Und du fühlst dich ja auch hilflos. Ja, weil du eben. so denkst so, Scheiße, du bist auf der anderen Seite der Welt, aber ich würde da helfen. Ja, Aber- vor allem sogar Ja. jemand wie du, weißt Ja. du, so eine offene, coole, lustige. so, Nein, aber wenn fix. wenn sogar dich so, also wie, Ja, ich hätte das, also ich wäre wahrscheinlich dort zerbrochen, ich sag dir. Darum ich finde es crazy, dass du es gleich durchgezogen hast. Auch wenn du nicht hättest müssen, auch wenn Nein, jeder richtig wahrscheinlich cute. verstanden hätte, wenn du, also ich nein, ja. richtig cute. Nein, Ja. echt, das bedeutet mir alles. Und darum, wie du denkst, du hast mir nicht geholfen, aber echt, du hast mir alles gegeben, was man braucht. Und darum sage ich, reden, weil die Leute denken immer so, man kann einem nicht helfen, weil man es selber nicht erlebt hat, aber ja, man hilft viel mehr wie alles andere, also wirklich. ja. Nur schon nicht allein fühlen, ja, ja. aber crazy, ja. Oh, Heavy! ich weiß schon, dass die Folge wird emotional, aber es ist gerade irgendwie... Jetzt ist es gerade echt schlimm, oh mein ja. Gott. Bist du noch ready für ein paar letzte Fragen? Ja, voll. Okay. Wir müssen dann nachher langsam auch schon wieder ins Bodyforming gehen. Ich schwöre. Ja, also... Fühlt sich gerade wie so eine Therapiestunde, ich sag's dir ehrlich. Warum es tut mir so leid, weil du hast jetzt irgendwie alles so... Also verarbeitet wahrscheinlich nicht, aber irgendwie auch so ein bisschen...
weißt du, es hat alles ein bisschen langsam Gras drüber wachsen. Also jetzt, so, es tönt jetzt mega dumm, aber ich finde es irgendwie gerade... Es fühlt sich gerade richtig geil an, schon okay. dass mich da nicht ja. abgebrochen hat jetzt. Also dass ich mich jetzt so... Dass ich mich noch gut fühle, weißt du, was ich meine? Ja. Das klingt jetzt gerade so dumm. Geil ist das falsche Wort. Geil ist eindeutig das falsche Ja. Wort. Aber du weißt, was ich meine. Ja. Und jetzt, weißt du, jetzt kannst du zurückschauen. Es ist so, Ja. es ist jetzt einfach so, es ist jetzt so Vergangenheit. Du bist jetzt Ja. daheim, bist wieder bei den Menschen, die du Voll. gerne hast. Ja. Oder nicht. Ich schwöre, im Fall, wo du dort zurückgekommen bist, also ich habe ja auch in der Podcast-Folge erzählt, wie du so das Zurückkommen. Ja. Ich habe dich auch so lange verarmen, weil ich so Ja. dachte, jetzt bist du wieder da, jetzt ist alles wieder Ja, voll. Und ich ja, und immer Sheila. Und es war so krass, gewesen, so viel Liebe zu bekommen, plötzlich. Ja. Mal wieder Umami spüren. Wenn man so denkt, nein, wirklich, weil die tun ja dort nicht so umarmen. Echt? Mhm. Ist das für dich wieder so, oh mein Gott, wieder Ja. Ja, so denkt so, oh mein Gott, Körperkontakt. Oh mein Gott. Ja. Nein, echt. Ja. Wow. Ja, oh mein Gott. Love all over it. Okay, also ich muss schnell schauen, weil das wir noch nicht hatten. Ich hoffe, etwas Tolles. Das grösste Learning von dieser Zeit, was würdest du sagen in einem Satz? Du hast ja schon recht viel, eigentlich schon, Menschen recht viel. Ja, eben seinem Wert treu bleiben. Also quasi seinen Wert kennen. Ja. Und so denken eben, wenn es nicht konstruktiv ist, dann liegt der Fehler bei der anderen Person. Ja. Voll, also wirklich. Mhm. Auf Ja, sich finde ich vertrauen. Also ich glaube wirklich, das ist mein... Ich würde sagen, das ist eigentlich die Message von dem Podcast. Ja, wirklich. Bleibt euch selber treu. Maximal. Macht das, was euch Spass macht. Ja, also wie... Ihr müsst nicht Menschen gefallen, die euch nicht lieben, Nein. so wie ihr seid, sondern die Menschen, die euch lieben, so wie ihr seid, das sind die wahren, Ja, oder? also es sind immer so kitschig und immer so einfach Ja. gesagt wie gemacht, aber es ist so wahr. Weil wenn du das machst, was dir gefällt, hast du richtig Freude. Mhm. Und dann haben die anderen eh nichts mitzusagen. Weil Ja. du bist erfüllt. Ja. Ja. Herz. Oh Ja, nein. Aber genau. haben wir sonst noch etwas vergessen? Irgendetwas? Ist alles, oder? Ich glaube, das ist alles. Ja. Ist eigentlich gerade ein schöner Ja. runder Abschluss. Ja, gewesen. nein. Ja, schön, dass du da gewesen bist. Dankeschön. Ich glaube, die nächste Fotos mit dir wird hoffentlich wieder ein bisschen... Oh mein Gott, ich Nein, fühle sorry, ich habe es wirklich richtig geil gefunden gerade. Also Ja. ja. Also ja. Ja, sag mal schon. Ja, ist okay. Nein, aber es war gerade richtig irgendwie schön gewesen, so mal in die Tiefe zu gehen. Voll. Und eben Ja. nicht immer nur sagen, es war alles so super gewesen. Ja, Weil mega. wahrscheinlich so, wenn man nur deine Insta-Stories verfolgt hat. Voll. Weil du hast ja auch mega lang, du hast mir immer gesagt, du würdest mega gerne reden darüber, du hast das Gefühl, du kannst nicht. Voll. Weil du hast wirklich Angst gehabt, dass ich sogar irgendwie Schweizerdeutsch übersetzen könnte. Ja, und voll. das nutzen, um dich Namen abzumachen. Ja, fix, Du voll. bist wirklich fast ein bisschen paranoid Ja, geworden ja, eigentlich. mega, weil Chinesen sind ja auch so Control-Freak. Ja. Aber also ich würde echt nochmal schnell sagen, eben, ich gehe jetzt auch mega gerne auf Hongkong zurück. So. Ja. Also wenn ich auf Hongkong gehe, habe ich nicht quasi Ja, so das denke, es ist nur Scheiße, sondern ich habe wieder abgrenzt, weil Schule ist für Ja. mich etwas anderes wie quasi die Stadt Hongkong. Voll. Weil jetzt auf Insta eben hat alles immer so voll cool ausgesehen und so, aber das ist jetzt nicht so fake gewesen. Also ich habe es auch Ja. wirklich gefühlt. Ja. Und das ist mir auch wichtig, aber es ist wie so gewesen, ich habe halt nicht können sagen, so wird rassistisch behandelt und Ja. keine Ahnung was, wird gemobbt und so, weil eben Mhm. da bringen dann halt auch andere Leute irgendwie vor. Eben so wie ich es dir erzählt Mhm. habe, ich habe wieder nicht 100% transparent sein. Da habe ich auch Zeit gehabt, die ich nicht gepostet habe, weil ich wie so denke, es fühlt sich so fake an. Weil ich jetzt Ja. etwas posten und so denke, so, das ist voll cool, aber eigentlich bin ich da gerade am Brüllen gefühlt. Ja. Ja, voll. Aber nein, es ist echt auch mega schön, gewesen, jetzt über das zu reden Ja. und nochmal so denken, so crazy, wenn ich Ja. überstanden habe. Irgendwie. Ja. Voll. Jetzt hast du es geschafft. Fuck the haters. Oh yay! Ja. Aber ja. Aber ja, wir kommen langsam zu Ende mit dieser Podcast-Folge. Es wäre natürlich cool, wenn du wieder mal würdest kommen. Sehr gern! sehr Wir gern. hätten, glaube ich, so viele Themen, im Fall, wir können bereden. Ja, Ich habe immer das voll. Gefühl, ich habe gesehen, wir haben so richtig geile Gespräche. Und nächstes Mal wird die lustig! Ja! So, Ja, Mann! Ja, Genau, lugga, vergessen nicht, den Podcast mit einer 5-Sterne-Bewertung zu geben. Und euch Kommentare frei laufen lassen. Ja, Ja, die erzählen! coole Null hat es verdient. Ja, Mann, ich schwöre. Lasst einen Ja. lieben Kommentar von der Nina, für die Nina. Für die Nina da. Und für die Nati natürlich. Oder weißt du, wie die, es gibt doch so viele, die hören und sich nicht getrauen, zu mir beschreiben. Ja. Ich bin auch immer so ein Stiller. Ich Ja. kann einfach mit einem Herzchen kommentieren. ja, Aber ja, das macht Herzli. das. Macht Ein das. Herz für Nina. Yay, wuhu! Für Anti-Mobbing. Ja! Für die Gesellschaft. Oh. Neue Kampagne starten. Ja, Ja, voll. aber ja, schön, dass ihr zugelassen und Ja. ich würde sagen, wir hören uns Bis nächste zum nächsten Woche Mal. wieder. Baba. Tschüss!